Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Ich hoffe, Play das bringt was. Baldur's Gate 2 auf Pelzig. Und wir haben einiges jetzt noch zu tun, obwohl wir den Kult der Augenlose gerade vernichtet haben. Wir haben noch ordentlich Kohle gemacht, wir haben noch ordentlich Sache gekriegt. Die gilt es auf jeden Fall noch zu identifizieren. Und jo, in dem Bereich kommen wir erst später mit Schlüsselreihe. Deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. So ein köstliche grüne Schleim. Den macht der Korkan mittlerweile solo platt. Und jetzt allesamt hoch. Puh, wieder an der Erdoberfläche, endlich mal wieder richtig die Luft. Der falsche Gott ist tot, unser verderbte Prophete werden mittenfallen. Die blicklose Haare werden sich wieder heben. Oder ach nett. Ja, ziemlich armes Schwein ist es auch noch der komische Prophet, der leider nur Goldmünz bei sich hat. Das heißt, wir sollten wieder zum Tempel des Helms zurückkehren und sollten denen berichten, was wir noch geschafft haben. Also, Leits, dummeln euch. Das ist schön, dass die in eine Reihe gehen können, ohne sich gegenseitig umzuschmeißen und zu blockieren, sodass einer von unserer NSC irgendwie einen falschen Weg gehen muss. Oder sich blockiert fühlt und dann einen anderen Weg sucht. So, da ist der Chef hier von dem Lader. Eure Rückkehr wurde prophezeit. Doch was ihr zu sagen habt, ist nicht bekannt. Kann dem Kult geklappt werden. Erzählen, was wir wissen. Das war ein Betrachterkult. Ich hab's Monster und all sein Plänen kaputtgeschlagen. Ein Betrachterkult im Herzen von Helms Blickfeld. Ihr habt einen großen Dienst geleistet, indem ihr ihn entfernt habt. Wir werden Geistliche aussenden, die alle Spuren von seiner Anwesenheit auslöschen werden. Jetzt haben wir noch einen Rufpunkt gekriegt. Mist. Zu eurer Belohnung. Vermitglied von der Herde würde so Tat wahre Größe bedeuten. Aber weil ihr andersweitig beschäftigt seid, wenn ihr euch mit Gold und Geschmeide zufrieden geben müsst, ihr werdet enttäuscht werden, obwohl die spirituelle Belohnungen hätten größer sein können. Ihr seid hier willkommen, solange ihr euch einen angemessenen Beruf beibehalten. Sprechen wir mal mit Wächter Telvin, bevor ihr gehen. Er hat vielleicht Aufgabe, die für euch geeignet ist. Obwohl Helm sein wahres Segen jene vorbehält, die ihm folgen. Okay, da haben wir jetzt noch was gekriegt und haben ein bisschen Gold gekriegt. Das ist gut. Darf ich darauf hochstellen? Ja, das ist alles nur Quatsch. Schattendiebe in Adkatla oder die Imon. Naja, ich verabschiede mich dann. Wie ihr wollt, mögt der Betrachter über euch wache. Und der Corgi hat eine Stufe gekriegt. Ich bin dabei. Aber vorher die Sache, wir gucken gerade mal rein. Wir sind von unserem Ruf her immer noch unbeliebt. Das ist gut, das wollte ich bleiben. So. Helm sieht alles, Wisse dies und seid gerichtet. Ja, alles klar. Ich mag mich erst einmal heilen. Das wäre extremst Ultra-Knorke. Der gute Corgi, den könnte auch mal heilen. So, da ist der wieder fit. Dann könnte der gute Anomen noch heilen. Das wäre auch nicht verkehrt. Die Wiki könnt ihr auch noch gleich heilen an der Stelle. Leichte Wunde auch noch hinterher. Und der Eder, der braucht es auch dringend, sonst wird er wieder griesgrämig. Dann könnt ihr noch analysieren, was man da alles für Mega-Murks haben. Die Bolze, die können sie aus irgendeinem Grund nicht identifizieren oder wollen sie nicht. Okay, dann bei der Wiki, da ist nichts. Beim Anomen ist nur die Harfe zum Identifizieren. Beim Korgan, der hat noch Armbänder und eine schwere Armbrust, die er identifizieren lassen kann. Und bei Abdel Adrian haben wir die helle Bart, das mittlere Schild, Gürtel und der Streitkolber. Perfekt. So, hier haben wir gekriegt vom Order Adulias Fall +1. Adulias Fall, Streitkolben +1. Adulia der Flinke war ein Mann, dessen Geschwindigkeit und Geschick im Umgang mit dem Kampfmesser ihn zu einem tödlichen Kämpfer machten. Er stellte seine Fähigkeiten bei Überfällen auf Ansiedlungen entlang der Schwertküste wiederholt unter Beweis. Oft forderte er den Anführer eines Dorfes zu einem Duell um die Herrschaft über das Dorf heraus. Dank seiner Geschwindigkeit konnte er diese Duelle rasch zu seinen Gunsten entscheiden. An einem Frühlingsmorgen traf er jedoch auf einen Gegner, der ihm überlegen war. Adulia kämpfte gegen den Priester Idgan, der diesen Streitkolben schwang. Nach jedem Treffer schien Adulia zu taumeln. Er wurde langsamer und es dauerte immer länger, bis er sich wieder fing. Ohne seine legendäre Geschwindigkeit stand er auf verlorenem Boden und fiel unter den gezielten, ruhigen Schlägen Idgans. Spezifische Eigenschaften: Nach einem Treffer muss das Opfer einen Rettungswurf
+3 gegen Zauber gelingen oder es wird für 12 Sekunden verlangsamt. Das ist ein 1W6 +2, das ist eigentlich Müll, das können wir verkaufen. Gnadenretter +3. Das war einst ein unglaublich mächtiger magischer Schild, der von den Klerikern des Tyrannos eingesetzt wurde, also Bane. Das waren Mitstreiter von Baal und Myrkul. Also Baal, Myrkul und Tyrannos bzw. Bane waren die toten drei, die dann zu dritt als sterbliche Göttlichkeit erlangt haben. Der Großteil seiner Verzauberung verblasste allerdings nach dem Untergang des Gottes. Ja, Bane ist auch mal kurzzeitig gestorben, aber wiederbelebt. Der Schild bietet jedoch noch immer guten magischen Schutz und ist daher für Abenteurer sehr nützlich. -4 auf Rüstungsklasse. Ich glaube, Anom ist da einsicher. Der hat nämlich das Familienschild der Delrins. Das gibt aber Feuer- und Kälteresistenz. Ich denke, dafür, ja, das wegen -2 noch zusätzlich, lass mal sei. Drachenbann +3, Hellebarde +3. Diese Waffe gehörte Torwin Dukal, einem von 7 selbsternannten Drachentötern, die jahrelang gegen eine angebliche hinterhältige Invasion Faeruns durch die Drachen Stimmung machten. Torwin ließ die Waffe für gutes Geld verzaubern und setzte sie häufig ein. Es gelang ihm damit jedoch nur einen Drachen, und zwar einen weißen Drachen, zu töten. Die gelten allgemein als die schwächste. Die Drachentöter fanden ihr Ende durch die Klauen eines behäbigen, uralten roten Drachen, der die ganze Gruppe in einem epischen Kampf vernichtete. Die Waffe wanderte jedoch in den Hort des Untiers, da es sich zurückziehen musste, um sich von seinen Wunden zu erholen. Als der Drache auf das Schlachtfeld zurückkehrte, hatten die Plünderer bereits ihre Arbeit getan. 1W10 +3 und +6 gegen Drachen. Das ist schon nicht schlecht. Sollten wir auf jeden Fall behalten. Können wir mal zu Anomen packen. Der ist ja eher so ritterlich unterwegs. Wir haben hier noch einen Gürtel der Zähigkeit. Da können wir noch Konsti auf 18 stecken. Wer kann das dann gut? Beziehungsweise schauen wir nochmal. Anomen, für den wäre es doch, glaube ich, nicht schlecht, oder? Der hatte Konsti von 16, ist aber eher der Krieger. Ja, Vikonia könnte das auch gebrauchen. Aber trotzdem, Korgan, der kann es nicht gebrauchen. Das passt schon irgendwie. Korgan können wir jetzt noch aufsteigen lassen. Der hat noch 3 Trefferpunkte gekriegt. Seine Sagekunde hat sich um 1 erhöht. Und die ETW 0 um 1 reduziert. Und er kann auch eine Waffenfähigkeit verwenden. Axt hat er jetzt vollkommen verpulvert. Kriegshammer hätte er noch. Dann könnte man noch einen Einhänderkampfstil. Ja, das könnte man noch aufpumpen. Oder wir machen einfach nochmal seinen Hammer. Sein Kriegshammer nochmal drauf. Das ist auch nicht verkehrt. Weil es gibt eine Waffe später im Spiel, die ich ihm eigentlich ganz gern geben würde. So, da ist dann noch etwas. Pflicht ist die höchste Ehre. Und die Pflicht gegenüber Helm steht über allem. Helm betrachtet euch mit Wohlwolle für das, was ihr geschafft habt. Ihr habt eine Aufgabe, die vollendet werden muss, wenn ihr weiter hier an seiner Großzügigkeit teilhaben wollt. Ja, ich höre mal, was braucht ihr dann? Ich hab gewusst, dass ihr mich nicht enttäuschen. Ihr habt euch bereits als zuverlässig erwiesen. Hier ist der Auftrag, den ich hab. Habt Geduld mit mir, denn die Schilderung ist ein bisschen kompliziert. Meine Pflicht ist es, den Tempel mit Artefakten auszustatten, die von Helms Herrlichkeit zeugen. Objekte, die es Aare erfreuen und den Geist in Helms ruhmreiche Band ziehen. Ja, was? Diese Art spiegelt wieder. Ah ja, okay. Und was kann ich für euch tun? Ne, das zweite, das ist ein bisschen zu schleimscheißerig. Art Cutler kann sich glücklich schätzen, dass dort außergewöhnliche Künstler weilt, der vielleicht nur wegen dem armen Prism von Nashket ans Wetterstell rangiert. Was ein Verlust war sein Tod für uns. Naja, egal. Ich spreche von Sir Sarles, der gerade einen kurzen Aufenthalt macht, ehe er noch Kalim Shan aufbricht. Wir möchten die grandiose Gelegenheit nutzen, um ein Kunstwerk bei ihm in Auftrag zu geben. Aber nix ist einfach. Neben den enormen Arbeitskosten, die der erhebt, behauptet er auch noch, dass er mit nix arbeitet, außer mit reinem Elysium. Das ist ein Metall, was wertvoller als Gold ist. Ja, das ist ein Problem. Was kann ich dann schaffen? Genau hier kommen ihr jetzt ins Spiel. Ich würde euch bitten, dass ihr Salz dazu überretten, Helm zur Ehre. Andere Kirche hofieren ebenfalls, aber die haben nicht mehr Elysium als wir. Ihr müsst genügend Elysium beschaffen, damit er zufrieden ist und ihn überrette, einen erschwinglichen Preis zu akzeptieren. Sprechen drüber mit Salz, vielleicht ist er ja vernünftig. Machen wir es einfach richtig halten. Seid eisern in eurer Verhandlungen. Niemand sollte Helm hierbei übertreffen. Versuchen aber niemanden zu verletzen, sondern reagiert freundlich auf Drohungen. Salz ist es wert. Da kriege ich mal Gold zurück, wenn ich da etwas ausgeben muss. Ihr werdet so gut bezahlt, wie die Truhe von Helms erlauben. Das heißt eigentlich im Endeffekt so, nö oder vielleicht.
Wenn die Sache sich vor Ort nicht gut entwickelt, dann betrachten sie als einen Dienst für Helm, eine Gabe in anderer Form. Na toll, das heißt, wenn wir es nicht zurückerstatten können, dann war das eine Kirchenspende. Na toll. Jede Verzögerung ermöglicht es andere Tempel, uns auszustechen. Gehen zu Saals auf dem Jistev-Awese im südöstlichen Regierungsviertel. Verhalten euch diszipliniert, ihr seid die Aare Helms bei der Runernemmung. Sag mir, was wenn es denn Also ganz im Ernst, das klingt für mich eigentlich nicht nur so eine Aufgabe, die eine böse Gruppe übernehmen wird. Die täten jetzt eher Sache, Arschlecken, ich will Geld davor sehen. Aber na gut, dann muss das halt so sein. Gehen wir mal durch hier. Und Jistevs, die sind hier. Also alle mal hier sammeln. der Rede wert? Den ich sage, du bleibst da, wo du Macht's bist. kurz. Korgan, Hoffentlich werde ich wenigstens Dort gut hier. bezahlt. und die andere Hen. Na, So. meinetwegen. Manchmal kann es nämlich passieren, wenn jemand irgendwie do oder was sein Punkt hat, dass er das nicht findet und irgendwo in der Prärie Trove stehen bleibt. Deswegen, naja, bin ich. Ach, die Jan wieder, okay. Interesse daran, ein paar interessante Stücke zu erwerben? Eigentlich schon, aber nee, halt nicht. Ah, nun gut, ihr werdet es noch bedauern. Ich habe zahlreiche wertvolle Dinge, die ich euch verkaufen könnt. Ah, das ist so schade, weil Jan Jansen ist eigentlich so ein geiler Rollenspielcharakter. Ich hätte ihn eigentlich echt gern dabei gehabt, aber mir hängen ja ein Meuchelmörder schon als Hauptcharakter, dementsprechend brauchen wir keinen Dieb mehr. Und Magier haben wir auch einen Reine dabei, insofern brauchen wir das leider auch nicht. Aber schade, ich mag den von dem rollenspieltechnischen Aspekt einfach sehr, sehr gern. Na gut, da kommt der Butler schon. Ihr benötigt etwas, Fremder? Ja, werter Herr, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Habt ihr geschäftlich etwas mit den Justevs zu erledigen? Eigentlich würde ich gerne mit dem Sir Sals sprechen. Sir Sals ist zurzeit Gast in diesem Haus. Bestimmt kommt ihr von irgendeiner Kirche. Man erwartet euch. Versucht euren Dreck nicht überall zu verteilen. Ja, ich kümmere mich. Gott, der Herr Schnösel, wie er sich selber von Adlige hält, als ob er jemand wäre, der Typ. Okay, gucken wir uns hier nochmal um. Aha. Die haben schon mal gleich Falle gestellt. Ja, da kommen wir aber nicht durch. Da bräuchte man einen Schlüssel. Aber das können wir knacken und ein bisschen klauen. Und da haben wir noch ein bisschen was. Sehr schön. Das muss dann, weil, ja genau, ich hatte im Kopf, dass das voll war. Alle hopp. Also bei denen lohnt es sich wenigstens auch einzubrechen für ein paar Münze. Da sind sie dann hier K. Jistev und Fürstin Jistev. Okay. Und der andere Hansel, der ist da. Der Sir Sals. Sieht schon aus wie so ein Affekopf. Wer ist da? Dürfte ich fragen, warum ihr mich beim Meditieren stört? Meine Muße der Eingebung muss sanft geweckt werden und euer Herumgestampfe ist einfach nicht zuträglich. Sorry, aber siehst, dass du ein Kunsthandwerker bist. Oh, ja. Einer dieser blutrünstigen Kirchen schickt euch, nicht wahr? Bestimmt, denn jeder sonst versteht das Wort Nein. Von welcher kommt ihr? Ach komm schon, da ist eine Mus so mäglich. Okay, nee, ich bin nur mal ein bisschen freundlicher. Und euer Angebot ist genauso wie die anderen. Gold und die Genugtuung, dem einen Waren, wer auch immer gedient zu haben. Gunst für eine mächtige Glaubensrichtung. Ich stehe bereits in der Gunst von jedem Lackaffen der Stadt. Wozu brauche ich also noch den Rückhalt einer Kirche? Solche Einrichtungen verlangen viel von einem... Was ich wirklich brauche, ist das perfekte Ausdrucksmittel meiner Wahl. Reines Elysium. Alles, was minderwertiger ist, beleidigt meine Fähigkeiten. Das ist alles, was ich benötige. Ach ja, gucken wir doch beim Erzhändler. Ich erinnere mich an den Namen von einer Händlerin, auf die ich bei meinem letzten Besuch aufmerksam wurde. Ihr Name ist Jerlia, glaube ich. Sprecht mit ihr, sie hat eigentlich exotische Sachen. Versucht es auf der Promenade. Geht jetzt. Ich werde für jede beliebige Kirche arbeiten, die mir das notwendige Material beschafft. Wenn nicht eure, dann eine andere. 200 Pfund Elysium. Oder ich gehe wieder und mache mir einen schönen Tag.
Arschloch. Deswegen habe ich dann auch auf Hochdeutsch werden ihr wahrscheinlich auch bei Secret of Mana, bei Secret of Evermore gesehen habe und gehört habe, dass ich da auch die Königin auf Hochdeutsch synchronisiere, weil ich finde, für Adel passt es einfach, wenn ich diese auf Hochdeutsch synchronisiere, während die anderen normale Leute dann eher auf Pelzig gesprochen werden. Okay, jetzt müssen wir uns aber echt dummler, weil ich glaube, die Erzhändlerin ist auch nur auf eine gewisse Uhrzeit auf der Promenadeart zu treffen. Ansonsten wollte ich noch mal gucken, was haben wir da noch? Diebesgilde ist noch, ja. Valiga Cortala ist noch die Quest. Galen Bale Zolora, das führt uns nur ins nächste Kapitel. Ach ja, genau, Herr Dalis. Tierdiers Entführer. Stimmt, das sind alles Sachen, die uns auf jeden Fall zur Brücke führen werden. Sehr schön. 200 Pfund Elysium ist jetzt erstmal unser A-Liga. Boah, die brauchen und brauchen. So, da komm schon, Jungs. Also ab zu Waukens Promenade. Das ist auch schon wieder ein ganz schön straffer Weg. Dauert wahrscheinlich auch wieder ein Stündchen oder so. Und du ist der Erzkaufmann. Deswegen alle erstmal hier und hier sammeln. Ich hoffe, das schaffen wir noch vor Einbruch der Dunkelheit hier. Ja, das wird schon seit Zeit dauern, bis die Jungs da gewackelt kommen. Heieiei, aber eigentlich ist die Quest gar nicht mehr so übel. Da kann man auch wieder einen Rufpunkt erlangen. Aber ich werde auf den Rufpunkt extra verzichten. Weil im Laufe der Quest stößt man da auf etwas und da kann man dann etwas abliefern und das wäre eine gute Tat und auf die verzichte ich einfach. Ist die Frau noch da? Ja, da ist sie noch. Sehr, sehr schön. Das ist nämlich die gute Frau Jerlia, die Erzhändlerin. So. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Ihr seid rein interessiert, Erz in großem Stil, also Kafer. Ich habe ausgezeichnete Preise vergestellt und Bauleute, die euch alles bauen können, von Bogenkonstruktionen bis hin zu überhängende Strukturen. Aber ich brauche Elysium für das Ersatz. Wie viel kosten dann 200 Pfund? 200 Pfund? Das ist verrückt. Völlig übergeschnappt. Brauchst du nicht genug auf Lager? Ihr wisst ja gar nicht, was man alles auf sich nehmen muss, um an Elysium ranzukommen. Ich habe eine Vereinbarung mit einer ganz besonderen Quelle getroffen, aber ich darf nur bestimmt die Mengen nehmen. 50 Pfund pro Saison sind das Maximum. So viel Zeit habe ich aber nicht. Halte Molde Gaul a. Ich habe ja gesagt, es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Es gibt Möglichkeiten. Ich könnte zu meiner Quelle gehen und versuche, sie dazu über Rette Meer rauszurücken, oder ihr könnt einen Ersatz kriegen. Oh, das wird Sir Salz bestimmt bemerken. Und eins kann ich euch sagen, wenn ihr selber auch spielt, er wird's bemerken. Deswegen suchen noch die richtige Quelle. Er kennt vielleicht... Ja, aber davor, dass ich euch verrot, wo er ist, möchte ich natürlich kompensiert werden. Wenn sich rumspricht, wer mein Quell ist und wo man finden kann, bin ich aus dem Geschäft. Mach mir einfach ein schmackhaftes Angebot. 500 Goldmünze? Das klingt jetzt so, als ob er mich für lächerliches Almose ruinieren wollt. Nee, das ist nicht genug. Könnt ihr mir mehr anbieten oder Alternative? Ja komm, 1000. Sein Name ist Ungar Dunkelhügel. Wenn er in der Stadt ist, trifft man in der Schenke zur Kupferkrone. Bitte verärgern ihn nicht, ja? Es ist ohnehin für ihn ein großes Risiko, hierher zu kommen. Er ist ein Duerger. Wo findet dann so ein bösartiger Zwerg am Unterschlupf? Das sind die Tiefenzwerge, die aus dem Unterreich kommen. In der Schenke zur Kupferkrone natürlich. Du trifft man auch auf wesentlich üblere Typen wie ihn. Abgesehen davon muss auch ein Duerger essen. Einem Handelsabkommen, was beide Seiten zum Vorteil gereicht, ist aber nichts auszusetzen. Er ist natürlich verkleidet. Seine Rasse unterscheidet sich nicht so stark von anderen Zwergerasse. Und solange man ihnen zu nahe kommt, klappt das problemlos. Er ist gar kein so übler Kerl. Man muss nur ein bisschen näher kennenlernen. Gehen zu ihm und babbeln mal mit dem. Sagen ihm, dass ich euch geschickt habe. Vielleicht schaffen das ja ein bisschen mehr Elysium aus dem rauszuholen als ich. Es wird sicher nicht so billig werden. Ja, ich werd's versuchen. Viel Glück hier, wenn es nötig habe. Natürlich habt ihr gewusst, dass ich das Sache tät. Ja, natürlich, du Gretel. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Abenteurers allerlei, wenn wir schon hier sind.
und gehe eine andere Runde shoppen, würde ich sagen. Weil ich bin froh, dass... 21 Stunden, sehr schön. Ich bin froh, dass ich gerade noch die Gretel hinter der Hector getroffen habe. Und ab jetzt können wir die Aufgabe auch nachts erledigen. Das ist jetzt nicht so das Problem. So, jetzt erstmal alle Reihe. Jetzt nehmen wir zum Ribald Tauschmann. Die Idee, das mir zu übertragen. Hier ist er doch, oder? Ribald Tauschmann. Ribald Tauschmann. Genau. Stets zu Diensten. So, ich will sehen, was du hast, Kerler. Und dann will ich auch erst einmal im großen Stil meinen Schampel verkaufen, den ich da hab. Ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Ich weiß, dass ich fast Schmiede später ein paar von den Edelstähle brauchen kann, aber ich glaube, das sind eher die Sternsaphire, die ich da gebrauchen kann. Und Spitzbubenstähle, ach, die kann ich gut gebrauchen. So, da Leute, dann verkaufen wir nochmal den ganzen anderen Schmackes, den wir da hin. Zack, zack, zack. Dann Koralle, Aquamarin, zack, 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 zack. Das Hafenamulett, das ist eigentlich egal. Und perfekt, haben wir alles, was wir brauchen. Und den Quark will ich auch gerade noch verscherbeln. Okay, was haben wir dann da noch? Adulias Fall, das können wir auf jeden Fall. Und eine Gnadenretter können wir auch verschachern. Dann das Chaos-Schwert mag ich eigentlich behalten. Ich glaube, das brauchen wir für Thron des Baal noch. Hui, 225 kriegen wir. Und die Haut des Ghouls, die können wir auch noch verscherben. Die Scharfschütze-Armbrust und die RK-Silver-Armbänder, die können auch fort. Der kleine Schild plus 2 kommt, das ist jeweils 750 wert. Wir hängen kein Bade dabei, dann kann das auch weg. Der Drachenbann plus 3, den lassen wir noch. So, die ganze dappische Tränke, die können wir auch fortschaffen. Und Schriftrollebehälter, da ist bestimmt auch jede Menge Misch dabei. Notfall zum Beispiel der Arschkriecher, Person bezaubern, verlangsamen, Kältekegel, Todeswolke. Alles Schampel, den wir verkaufen können. Sehr schön. Und was hast du da noch? Kriegshammer plus 2 kann fort. Trank der Unverwundbarkeit ist auch Müll. Robe, Trank, ja, komm fort damit. Dann hatten wir da noch Bolzen, die im Tempel nicht identifiziert werden konnten. Und das sind Bolzen plus 2. Okay, 80 sind sie wert, das ist jetzt nicht so das Wahre gewesen. 78.000 habe ich, damit lost das Eikafer. Okay, Leute, was gibt's dann Schönes hier? Was gibt's dann, was wir jetzt uns leisten könnten? Eine Schleuder plus 2. Halte mal der Gauler, muss ich gerade gucken, der hat eine Schleuder plus 1, die Schleuder plus 2 und der hat Dito. Okay, das reicht eigentlich. Ganz verrühen am besten im Abenteuermarkt einkaufen. So. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise Was er babbelt. und keine bunten Verpackungen. Das will ich aber. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Das will ich aber. Rünns Stab plus 4, Kampfstab plus 4, Stab von Rünn. Es gab eine Zeit, in der man den Anwendern von Magie noch wesentlich mehr misstraute als heutzutage. Damals war es leider an der Tagesordnung, dass sogenannte Ketzer verbrannt wurden. Delmaray, eine Hexe aus dem Sumpf nahe Mithrin, wurde ein solches Schicksal zuteil, weil man sie für eine ungewöhnliche Dürreperiode verantwortlich machte. Sie wurde von einem aufgebrachten Mob überraschend überwältigt, zum Dorfplatz geschleppt, abgeurteilt und verbrannt. Mit ihrem letzten Atemzug sprach sie einen finsteren Fluch aus, der das Feuer zu einem unaufhaltsamen Inferno anfachte. Am nächsten Morgen war von dem Ort nur noch verbrannte Kohle übrig. Einzig der Stab, an dem Delmaray gefesselt gewesen war, stand noch schwarz und verkohlt in der Mitte des ehemaligen Dorfes. Ein Teil der Macht von Delmaray ist in diesem Stab übergegangen, wodurch er zu einer höchst magischen Waffe wurde. 1b6 plus 4. Das ist eine von der beste Waffe eigentlich. Vor allem für einen Magier ist es die beste Waffe, die es gibt. So, Gals Schlüssel. Den können wir eigentlich... Ach, jetzt hier der Hasegewwer an der Stelle. Und Edwin hat jetzt einen extrem mächtigen Gegenstand gekriegt. So, die Stabschleuder können wir verticken. Und dann gehen wir jetzt nochmal weiter hoch und gucken, was es sonst schon gibt. 57.000 Gold haben wir noch zur freien Verfügung. Ich hoffe, der verliert den Stab nicht so, wie er den anderen plus 3er anscheinend irgendwie verloren hat. Okay, da ist nur Käse. Armbrüste brauchen wir hier nicht. Und sonst Rüstung tiefster Nacht plus 4. Okay, das bringt uns eigentlich nichts. Das ist zwar für Diebe eigentlich schon ganz schön, aber es bringt uns eigentlich nichts außer Rüstungsklasse. Brunkanische brauchen wir hier auch nicht. Schutzringe brauchen wir auch nicht. Für Edwin Abwehrarmbänder RK3. Ja, die wären nicht schlecht. Die können wir uns auf jeden Fall noch holen. Handwerker oder Höllenleich, das kümmert mich nicht die Bohne. Das Einzige, was zählt, ist das Geschäft. Und Ribald ist dafür da, eins mit euch zu machen.
Die Abwehrarmbänder, das verringert seine Rüstungsklasse, das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Dann holen wir uns einen Zepter der Auferstehung, das ist auch sehr, sehr nützlich. Und wir holen für Vicky der Gürtel der Hügelriesenstärker. Die Schurkenrobe muss ich gerade gucken, gegen Klingenwaffe, nee, das ist nicht so toll. Erst später im Verlauf von Spiel haben die neue Ware, wenn man dann später aus einer Etappe wiederkehrt, beim bestimmten Kapitel. Und dann gibt es hier auch sehr geile andere Gegenstände. So, der hat jetzt um 3 seine Rüstungsklasse verbessert kriegt. Und die gute Vicky hat ja eigentlich noch die Waffe des Fleischers. Weswegen sie Stärke 18 hat. Und Edwin hat noch eine Stärke von 10. Das heißt, wir machen das vorerst so, bis Viconia eine bessere Waffe hat, die ja einfach mehr abzieht als die hier. Und sie dann die erhöhte Stärke braucht, kriegt vorerst Edwin das Ding. So. Deswegen, er hat jetzt eine Stärke von 19. Eigentlich wäre es für so einen Krieger ganz praktisch, aber ich muss sagen, ich fand es immer so ganz cool, dass die dann auch entsprechend stärker sind, weil Viconia kann die Stärke als Klerikerin einfach gebrauchen. Das ist ihr ein großer Nachteil. Für Edwin ist es jetzt ein bisschen Quatsch, aber der kann einfach mehr mit sich tragen. So. Dann die Vicky kann dann ihren... Okay, die hat sonst nichts mehr, was verkaufenswert wäre. Und der noch von 900. Dann sind wir wieder bei 20.000. Hoppla, das war jetzt der falsche Knopf. So, jetzt haben wir das alles geregelt. Perfekt. Also Leute, allesamt raus. Jetzt haben wir noch die ganze geile Artefakte hier geschnappt. Komm, der Rede wert. Das ist bisher das Beste, was wir so im Sortiment finden. In einer Stadt später in Handelstreff werden wir auch noch sehr geile Sachen kriegen. Aber was Abenteurers allerlei angeht, haben wir ihnen eigentlich gerade so die beste Ware abgeknüpft. Und erst im späteren Kapitel, wenn Abenteurers allerlei ein besseres Sortiment hat, können wir wieder zurückkehren und können dort wieder was richtig, richtig Gutes kaufen. Aber ich mag das noch insofern fertig machen, dass ich jetzt noch in die Slums gehe und nochmal mit Ungar Dunkelhügel spreche. So, ich hoffe, wir werden nicht überfallen. Ja, tatsächlich. Ich hoffe, das bringt was. Gut, dann gehen wir jetzt noch dorthin zur Kupferkrone, weil dort wartet er schon direkt am Ausgang auf uns. Beziehungsweise Eingang. Also auf jeden Fall steht er schon bei der. Dann stört uns das andere Mädel, Achnimi, was die ganze Zeit sagt, wir sollen ihr helfen und bla bla bla. Sodela. Da ist er schon direkt. Ungar Dunkelhügel. Da ist aber noch der Bernhard. Da mag ich auch gerade gucken, ob wir da nicht noch irgendeinen Schampel vergessen hätten, den wir noch kaufen könnten. Rosenklinge plus 3, das ist das Langschwert mit Charisma plus 2, okay. Der Schläfer plus 2 ist eigentlich auch Quark. Nee, das ist nicht so besonders doller. Die Azurklinge ist nur für gute Charaktere. Und ansonsten haben wir eigentlich die ganze gute Sache schon abgekauft. Kettenblitz, ja, das sind Zauber zurückwerfen, Kako-Scheusal. Diese Beschwörungen sind absoluter Quatsch eigentlich. Okay, da haben wir nichts Besonderes. Da ist er. Zu dem wollten wir. Ungar Dunkelhügel. Was glotzen er dann so? Ist nichts verboten, ein Zwerg zu sein, soweit ich weiß. Wendet mal Jahre von mir ab und platzieren sie lieber an einen sicheren Ort. Kein Grund für Feindseligkeit, Kerle. Die Jalia hat mich geschickt. Ich mag mit euch über Elysium babbler. Ja, ich muss mich mit dem Mädel mal unterhalten. Ich gehe davon aus, dass ihr ihr gut bezahlt. Ne, ich gehe mal davon aus, dass ihr genug bezahlt habt, dass ihr in der Lage ist, mit mir zu dealen. Sie wird sicher auch verklug halten, das zu tun. Ihr suchen also Elysium, ja? Ich hab keins und ihr werdet auch in nächster Zeit ganz kriechen. So, und jetzt, wo das erledigt ist, tschüss, Leits. Es ist der Ruhm Helms, den ich diene. Da komme ich beim Dunkelzwerg nicht weiter. Das könnte sehr profitabel für euch werden. Das ist egal, du Dummkopf. Ich hab kein Elysium. So einfach ist das. Meine Quelle ist unerreichbar und ihr kriegen keins. Ihr könnt euch gern aufreichen, aber helfen tut das nix. Wo ist dann das Problem, Kerler? Oh, Motto, jetzt wollen wir also mit mir Freundschaft schließen, ja? Warum soll ich mich überhaupt um euch kümmern? Ich habe kein Interesse daran, einfacher Händler bis zu Leze durch. Wo kenne ich dann so einen Schilferkrieger? Nirgends, da die selber.
ist selbst so der armselige Zwerge in de Hügel und Berge unfreundlich. Erlaubt, du Dummkopf. Du wärst an meine Probleme Teilhaber, da wär ich da Sache. Wenn ihr Elysium wollt, müssen wir drauf warten. Wir bauen es tief 100 Tage ab, sehr gefährliche Jahrgelegenheit wächst. Selbst wenn die Produktion normal läuft, ist es ziemlich selten. Aber das ist alles sinnlose Infos, weil man hat mir jetzt meine letzte Lieferung direkt unter meine Haare weggeklaut. Also es gibt für die ganze folgende Saison oder sogar noch länger für niemand mehr Elysium. Na gut, dann überlasse ich dir den tote Bandit. Wenn ihr mir nachherjagen wollt, bitte, für mich ist das Zeug eh verloren. Wenn ich mein Gesicht zeige, hätt's der mir nur die bloße Tatsache, dass ich du Ärger bin, schon die Wache auf der Hals. Typisch für die Stadt. Ich bin nur ein armer Geschäftsmann, aber ich wäre schon für ein bestattetes Gesicht eingesperrt. Die Bastarde, die mich ausgeraubt haben. Der sieht wie ein Bergzwerg aus und schon wird er mit offener Arme empfangen. Die können sich gar nicht vorstellen, was das für ein Teufel ist. Nachdem ich ihn eingestellt habe, habe ich rausgefunden, was er geschafft hat. Das ist wohl auch der Grund, warum er mich reingelegt und dann abgehauen ist. Ja, zeig mir einfach mal die Richtung. Naja, ihr könnt ihm nachjagen. Noch im Letzten, was ich gehört habe, hat er sich im Brückeviertel verkrochen. Vernoschen lässt sich die Hütte gekauft von meinem Gold. Hier, ich werde euch auf eurer Karte markieren. Er wird sich nicht viel bewegen. Als ich ihn getroffen habe, war er auf der Flucht aus Baldurs Tor. Oh, ihr werden wohl auch sein Name wollen. Der Name ist Neb. Er wolle ein paar Familien greinend zurückgelassen, was man so hört. Verzählen seinem Leichnam, dass Ungar Dunkelhügel geschickt hat. Okay, jetzt wissen wir das. Das ist ein Verbrecher aus Baldurs Tor, ein Bergzwerg, der abgehauen ist und anscheinend Familie zerstört hat. Entweder hat er, ja, Familie bewusst getötet oder irgendwas anderes Garstiges gemacht. Wir werden es noch rausfinden. Okay, da gehen wir jetzt mal zum Brückeviertel. Und ich würde mich hier ganz gern eigentlich hämmer dann später zu den 5 Krügen. Da müssen wir zu der Herdalis-Quest. Da müssen wir hier für Tirdias Entführer und da müssen wir hier für den Neb. Ich hätte jetzt erstmal ganz gern dort hier. Und ich behalte auch auf die Gruppe, weil hier hin und wieder mal Bandite auftauchen können. Sobald wir dann... Oh, jetzt erleben wir gerade noch die Sequenz. Das ist übrigens Handelstreff, was ihr hier seht, die Stadt, die hier gezeigt wird. Das ist nicht Art Cutler, das ist tatsächlich Handelstreff. Da kommen wir auch noch hier. Und gerade hier nachts tauchen die Bandite auf, deswegen. Ich glaube, das ist sogar schon einer, oder? Räuber, ja, natürlich. Ihr werdet leiden. Hey, ihr. Oh ja, das werdet Gebt ihr. mal sofort euer Geld, oder ihr werdet es bedauern, kapiert? Ach, du übst der Gewerbe gerade eine falsche Person aus und ihr werdet diejenigen sein, die es bereuen werden. Ja? Ja, wir werden uns gleich drum kümmern, ne? Na gut. Die Idioten wollen sie nicht anders. Gegen uns sind. Das haben wir ziemlich schnell erledigt, sowas. So, gerade nochmal den Ausschlachter. 6 Goldstücke. Was seid denn ihr vergammliche Räuber? 50 Goldstücke und da sind noch so 2 Hanebampel. Und die treffen ja noch nicht mal mit ihrer Armbrüste. Armselig. Sorry, ich habe gerade einen kleinen Schluck auf drin, weil ich aus Versehen auf den Aufnahmeknopf gekommen bin. Das war nicht gewollt, ihr liebe Leute. Ich bin echt aus Versehen auf den Aufnahmeknopf gekommen. Und deswegen hat es jetzt so einen kleinen Schlickser und so eine kleine Pause gegeben. Sorry. So, hätte ich sagen, wir positionieren uns jetzt dort. Die haben immerhin 1000 Erfahrungen, gäbe die Leute. Also, das ist nicht verkehrt. Ja, dann sorry für den kleinen Schlickser zum Schluss. Oh Gott, der Räuberführer hat nur 20 Erfahrungen gegeben. Heieiei, was ein Gurk. Und wir sehen uns dann morgen zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf hält sich. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.